Ein besonderer Tag in der kleinen Backstube von Jacqueline Ziegler und ihrer Mutter Alexandra Zimmer in Bayreuth. Heute machen sie eine fränkische Spezialität, süße Kretzerweckler, zubereitet nach einem alten Familienrezept. Es ist Handarbeit. Also die hat mein Urgroßvater schon gehabt, die Maschine. Tradition wird hier in jedem Handgriff spürbar. Ursprünglich wurden die Kretzerweckler zur Stärkung von jungen Müttern oder als Trost für Trauernde gebacken. Das dreimal Geteilte soll darstellen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das sind Sachen, die Schätze, die wir bewahren, weil einfach diese ganzen alten Sachen verloren gehen. Wir machen halt das nach wie vor, weil wir sehr traditionsverbunden sind und wollen das einfach weiterleben lassen. Wäre schade, wenn es stirbt. Die Bäckerei Lang ist ein echter Familienbetrieb. In der Backstube tüftelt Thomas Zimmer an neuen Spezialitäten. Tag für Tag arbeiten Vater, Tochter und Mutter auf engstem Raum zusammen. Es gibt überall mal Raufereien, es gibt überall mal Diskussionen, aber wenn du das von klein auf gewöhnt bist, dass alle unter einem Haus sind, dass alle zusammen sind, du weißt, wie der andere ist, du weißt, wie der andere funktioniert und dann, ja, warum soll man es dann nicht einmal ausdiskutieren und es hat nicht immer der Alte recht, es hat nicht immer der Junge recht, aber zusammen kommt dann was Gutes dabei raus. Jeder packt an und jeder hat seine Stärken, jeder hat seine Schwächen und jeder ist eigentlich immer am richtigen Ort. Das passt. Die Leidenschaft fürs Bäckerhandwerk und die Liebe zum Detail verbindet die Familie. Wenn Thomas Zimmer ein Einzugsbrot gestaltet, entsteht nicht nur ein Laib Brot. Mit Verzierungen aus Sauerteig und viel Fingerspitzengefühl formt er ein kleines Kunstwerk. Es wird übergeben für einen Einzug und insoweit soll das ein Schmuckstück für das Haus sein, für denjenigen, der es gibt und für denjenigen, der es bekommt. Also ist uns schon wichtig. Brot und Salz, ein symbolisches Geschenk, um ein neues Heim zu segnen. Das Haus der Bäckerei Lang erzählt seine ganz eigene Geschichte. Die Familie führt in 5. Generation das Erbe ihrer Vorfahren weiter. 1919 legen Babette und Lorenz Lang mit dem Kauf des Anwesens den Grundstein. 1934 folgt Bäckermeister Konrad Lang. 1975 Sohn Manfred. 2002 übernimmt Alexandra Zimmer mit ihrem Ehemann. Was beide lange nicht wissen: Das Backfeuerrecht ihres Hauses reicht bis ins Jahr 1764. Seitdem war hier immer eine Bäckerei. Die Entdeckung verdanken sie einem Zufall. Während des Zweiten Weltkriegs leben Kriegsflüchtlinge über der Backstube. 40 Jahre später bringen sie einen alten Koffer zurück, gefüllt mit Dokumenten und Urkunden, die bis ins 18. Jahrhundert gehen. Also das macht was mit einem, weil ich definiere es immer so, du stellst fest, dass das Ganze ein Zahnrad ist. Du bist nicht mehr wie ein Zacken in dem Zahnrad, aber du bist dafür verantwortlich, ob es weitergeht. Das ist deine Aufgabe. So wie es die ganzen 12 vor uns gemacht haben. Für die aktuelle Sonderausstellung Heute backe ich, morgen braue ich im Historischen Museum öffnet Thomas Zimmer das Familienarchiv. Für ihn sind die alten Dokumente und Gegenstände nicht nur Erbstücke, sondern auch ein wichtiger Teil der Stadtgeschichte. Einiges aus dieser Vergangenheit ist längst verschwunden. Früher brauten die Bayreuther Bäcker sogar ihr eigenes Bier, das sogenannte Beckenbier. Im Kommunbrauhaus wurde Hefe für die Backwaren geholt und ein Haustrunk gebraut. 1995 belebten Thomas und Alexandra Zimmer diese Tradition wieder. So. Für die 84-jährige Heidi Lang eine ganz besondere Freude. Auf den Zusammenhalt stößt die Bäckerfamilie gerne an. Zum Wohl. Doch Tradition allein reicht nicht aus. Mit glutenfreien Backwaren und bekömmlicheren Broten stellt sich der Familienbetrieb den Bedürfnissen der modernen Zeit. Besonders stolz ist Thomas Zimmer auf diese neue Brotsorte mit Urweizen aus der Oberpfalz. Endlich sind die fränkischen Kretzerweckler aus süßem Hefeteig fertig. Nach all den Jahren freuen sich Alexandra und Thomas Zimmer immer noch auf den ersten Bissen. Das riecht, das ist eine Duftexplosion, die da aus dem Ofen kommt. Das ist Wahnsinn. Also
Ja, und deswegen hört es nicht auf bei uns. Ist auch schön. Für Familie Zimmer ist Tradition nicht nur ein Wort, sondern gelebter Alltag. Und das Erbe ihrer Vorfahren eine Verpflichtung.